Guten Morgen Schweiz. Das wird eher ein düsteres Video. Darum bin ich vorausgesessen, um ein eine Balance zu finden. Bei all diesen Nachrichten über den Coronavirus hört man nämlich sehr wenig über die Zukunft, wie es wird sein. Für mich ist es jetzt an der Zeit, die Zukunftsaussichten, die man weiss, mit euch zu teilen. Grundsätzlich ist es so, dass solange kein Impfstoff gefunden wird, die Pandemie erst fertig ist, wenn 60-70% der Bevölkerung infiziert worden sind, wieder geheilt sind und somit jetzt immun sind. Das nennt man dann Herdenimmunität. In der Schweiz wären 60-70% 5,1 bis 6 Millionen Menschen. Im Moment sind 20'000 Leute angesteckt. Also noch sehr wenig. Und die Zahl ist noch sehr weit von der Herdenimmunität entfernt. Nämlich noch weniger als 1%. Wenn man jetzt Nachrichten von SRF oder vom Bund hört man immer, es sei noch zu früh, um Prognosen über die Zukunft zu machen und so weiter. Und ja, man kann nicht alles mit Sicherheit voraussagen. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem ein paar brutale Zahlen, die halt das sind, weil man weiss schon mehr, als manchmal gesagt wird. Zuerst mal grundsätzlich zu der Epidemiebekämpfung. Phase 1 der Epidemiebekämpfung ist die Eindämmung. Bei dieser Phase tut der Verwaltungsapparat alle Kranken nachverfolgen und gezielt isolieren. Wenn zu viele Leute angesteckt sind und der Staat überfordert ist, mit allen Leuten nachzurennen und zu kontrollieren, geht man über die Schadensbegrenzung. Da befinden wir uns jetzt im Moment. Wir können Homeoffice machen, wir halten 2 Meter Abstand und so weiter. Die Phase 1 Eindämmung ist aufgegeben. Man versucht jetzt einfach die Ausbreitung zu verlangsamen. Das sogenannte Flatten the Curve, wo im Moment alle Medien zeigen. Das heisst, je langsamer die Epidemie sich ausbreitet, desto weniger sind gleichzeitig infiziert. Sodass das nicht das Gleiche wie in Italien passiert, dass man nicht allen helfen kann und man muss entscheiden, wer man jetzt retten und wer man sterben lassen. Jetzt aber das Problem, dass die meisten Leute das Gefühl haben, dass mit dem Lockdown nach Ostern oder in 2-3 Wochen alles wieder gut ist und die Pandemie hinter uns wäre. Das ist leider weit weg von der Realität. Um das zu zeigen, brauchen wir die Reproduktionszahl. Diese Zahl zeigt, wie viele weitere Menschen ein schon angesteckter Mensch anstecken, wenn die nicht immun sind und keine sonstigen Massnahmen getroffen werden. Bei dem Coronavirus, das wir jetzt haben, ist die Zahl zwischen 2 und 3. Das heisst, jede infizierte Person steckt im Schnitt 2 bis 3 andere an. Es geht über Wochen, bis sich die Angesteckten verdoppelt. Wenn die Zahl unter 1 geht, ist die Ausbreitung gestoppt. Massnahmen wie Hände waschen, Abstand halten, die führen dazu, dass die Reproduktionszahl kleiner wird. Weil je kleiner die Zahl ist, desto flächer wird die Kurve. Aber wie flach muss jetzt die Kurve sein, damit alles gut ist? Um das zu beantworten, müssen wir wissen, wie viel unser Gesundheitssystem aushalten kann. Wie viele Beatmungsgeräte haben wir? Wie viel Schutzkleider für Personal haben wir? Wie viel Personal an sich haben wir? Aber wir können jetzt nur einen limitierenden Faktor nehmen. Also nehmen wir mal die Anzahl Betten in den Intensivstationen. In der Schweiz haben wir so viele Einwohner und so viele Betten pro Million Einwohner. Das heisst, wir haben in der Schweiz im Moment 1028 Betten. Klar, es sind ein paar besetzt durch Nicht-Corona-Fälle, wenn sonst irgendein Notfall ist. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir hätten 1000 freie Betten. Wie viele Coronavirus-Patienten brauchen denn jetzt ein Bett? Und wie lange müssen sie dort bleiben? Beim Coronavirus sagt man, dass zwischen 2 bis 6% eine Intensivbehandlung brauchen. Die Patienten müssen dann im Schnitt 2 bis 3 Wochen behandelt werden. Die Graphen zeigen den Verlauf der Pandemie. Auf der Y-Achse sieht man die Anzahl Personen auf Intensivstationen und auf der X-Achse sieht man die Zeit, wie viele Tage es geht. Die verschiedenen Farben sind verschiedene Basisreproduktionszahlen. Zum Zeitpunkt 0 sind 10'000 Personen angesteckt und können andere anstecken. Das entspricht etwa dem Schweizer Verhältnis jetzt. Links unten, jetzt vergrössert, ist das Best-Case-Szenario. Das heisst, nur 2%
der Angesteckten braucht eine Intensivbehandlung und sie müssen dort nur 10% liegen. Jetzt können wir uns erinnern, wir haben in der Schweiz 1000 Freibetter. Das ist etwa dort, wo ich den Pfeil gemacht habe. Und jetzt sieht man, wenn die Basisreproduktionszahl 3 ist, wird unser Limit, unsere Kapazität relativ schnell überstiegen. Damit die Kapazität nicht überstiegen wird, muss die Reproduktionszahl extrem klein sein, weil auch wenn sie noch 1,25 ist, wird die Kapazität immer noch überschritten. Und das würde bedeuten, dass wir nicht alle retten könnten. Auf der anderen Seite, wenn die Basisreproduktionszahl so klein wäre, müsst ihr euch mal die Zeitachse anschauen. Das würde über 300 Tage gehen, bis die Pandemie fertig ist. Weil man sieht, der Graph ist da noch nicht mal fertig. Es geht noch länger. Und das ist wirtschaftlich und für Menschen eigentlich nicht möglich. Jetzt noch das Worst-Case-Szenario. Ganz schlimm, wenn 6% der Angesteckten müssten in Intensivbehandlung gehen und sie müssten 20 Tage dort liegen, dann sieht man bei den Zahlen, dass es unmöglich ist. Sogar bei einer Basisreproduktion von 1,25 würde man auf 250'000 Menschen kommen in 200 Tagen. Und alles, was unten dran ist, geht weit über 400, 500 Tage. Bei diesen strengen Massnahmen geht die Epidemie in Jahre. Und das geht nicht. Die Wirtschaft übersteht das nicht. Und stellt euch mal einen Lockdown für 1 Jahr vor. Häusliche Gewalt ist ja jetzt schon ein Thema. Und mega viele können nicht arbeiten. Ein Jahr lang das geht nicht. Ich weiss, dass viele Details nicht berücksichtigt worden sind. Aber nur schon die Grössenordnung, in der wir uns jetzt hier bewegen, ist sehr beeindruckend. Es muss ein Impfstoff gefunden werden. Sonst geht es nicht. Und das mit einer flächeren Kurve ist ja schön und gut, aber einfach nicht realistisch. Die einzige sonstige Lösung ist, dass die Reproduktionszahl unter 1 geht. Also, dass niemand mehr angesteckt wird. Die Fallzahl müsste so klein werden, dass der Bund alle Kranken kontrollieren kann. Dann kann man nämlich die Kranken isolieren und der Rest der Welt kann normal weiterarbeiten. Aber das heisst, dass jeder weniger als eine Person anstecken darf. Und wie schnell hat man schon jemanden angesteckt? Vor allem, weil man ja während der Inkubationszeit gar nicht weiss, ob man krank ist oder nicht. Aber trotzdem, wenn dem so wäre, ab wann kann man wieder beobachten, wer krank ist und die spezifisch containen, damit der Rest der Welt wieder normal läuft? Jetzt zeige ich euch noch einen schönen, aber unrealistischen Fall, dass wenn jetzt ab heute die Basisreproduktionszahl 0,49 wäre, das heisst, niemand mehr würde jemand anderen anstecken, würde die Infektionsrate extrem zurückgehen und nach etwa 120 Tagen würde niemand Neues angesteckt werden. Aber da immer noch mehr und neue Leute angesteckt werden, geht es noch viel länger und die Zahlen werden noch viel grösser. Also nochmal zum Anfang. Wann ist jetzt die Pandemie vorbei? Wenn wir die Ansteckungsrate so tief behalten, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, geht es sich einfach zu lang. Und wir können nicht kürzer machen, weil dann die Kapazität von unseren Spitälern überfordert wäre und Leute müssten sterben, die wir hätten retten können. Das heisst, die Pandemie endet erst, wenn man einen Impfstoff findet oder ein Medikament, das die intensive Behandlung ersetzen würde. Ich will jetzt niemandem Angst machen. Ich will einfach Zahlen zeigen, wie ich das immer auf meinem Kanal mache. Noch zum Schluss will ich sagen, dass es ja stimmt, dass hauptsächlich die älteren Leute sterben. Aber das heisst nicht, dass es uns jungen Leuten egal sein sollte. Wenn wir sagen, ja, wir gehen raus, Kollegen treffen und hängen in Gruppen um, weil wir ja eh nicht sterben, ist das wie wenn die alten Leute würden sagen, ach komm, wir kümmern uns doch nicht um die Umwelt, weil wir sterben ja eh. Also nehmt Rücksicht. Gebt euch Sorge, gebt euren Mitmenschen Sorge. Bleibt gesund und helft einander im besten Land der Welt. Und denkt dran, immer schön Hände waschen und Abstand halten. It's Corona time! Hey, it's Corona time right now! It's Corona time!